Staatsterror in Äthiopien, das Leid des Oromo-Volkes. Das Horn von Afrika trägt die Narben einer turbulenten Vergangenheit, gezeichnet von Konflikten, Machtkämpfen und systematischer Unterdrückung. Unter den vielen Tragödien der Region ist die Notlage des Oromo-Volkes eine deutliche Erinnerung an den menschlichen Preis politischer Gewalt. Seit über einem Jahrhundert erleiden die Oromo, die größte Nation am Horn von Afrika, Verfolgung, Marginalisierung und gezielte Morde durch aufeinanderfolgende äthiopische Regime. Diese Präsentation beleuchtet die dunkle Geschichte staatlich geförderter Gewalt gegen die Oromo und untersucht die Motive hinter diesen Morden und ihre umfassenderen Auswirkungen auf die Menschenrechte und die regionale Stabilität. Die systematische Bekämpfung von Oromo-Führern ist kein neues Phänomen. Es begann mit der Gründung Äthiopiens als abhängiges Kolonialreich Ende des 19. Jahrhunderts durch europäische Kolonialmächte. Seitdem sind staatlich geförderte politische Morde tief in Äthiopiens Geschichte der imperialen Expansion und dem darauffolgenden Kampf um die Kontrolle über Land, Ressourcen und politische Macht verwurzelt. Durch das Schweigenbringen abweichender Stimmen und die Beseitigung potenzieller Bedrohungen ihrer Autorität haben äthiopische Machthaber versucht, ihre Machtposition zu behaupten und jede Form von Opposition zu unterdrücken, insbesondere seitens des Oromo-Volkes. Identität, Territorium und Kampf. Um die Notlage des Oromo-Volkes zu verstehen, muss man ihre Geschichte, Kultur und das riesige Gebiet, das sie bewohnen, würdigen. Die Oromo sind ein kuschitisch-sprachiges Volk, das hauptsächlich in Äthiopien und Teilen Kenias, Somalias und Dschiboutis konzentriert ist. Die Oromo und Oromia, ihre Heimat, sind eine der größten Nationen am Horn von Afrika und blicken auf eine lange und stolze Geschichte zurück. Historisch waren die Oromo in einem ausgeklügelten Regierungssystem organisiert, das als Gada-System bekannt ist, einer demokratischen soziopolitischen Struktur, die Konsensbildung und Machtteilung betonte. Das historische Heimatland der Oromo, Oromia, umfasst einen Großteil des heutigen Äthiopiens, einschließlich fruchtbarer landwirtschaftlicher Flächen und wichtiger Wasserressourcen. Die strategische Bedeutung und der Reichtum an Ressourcen dieser Region haben sie im Laufe der Geschichte zu einem Brennpunkt von Konflikten und Auseinandersetzungen gemacht und die Aufmerksamkeit benachbarter Reiche und interner Machtkämpfe auf sich gezogen. Kolonialisierung und Unterwerfung. Im späten 19. Jahrhundert, einer Zeit, die als der Wettlauf um Afrika bekannt ist, wetteiferten europäische Mächte um die Kontrolle über den Kontinent und nutzten dabei oft interne Spaltungen aus, um ihre Interessen durchzusetzen. Die Truppen Meneliks II. Waren mit überlegenen Waffen ausgestattet, die von diesen europäischen Mächten geliefert wurden. Durch eine Kombination aus militärischer Eroberung, politischen Manövern und Bündnissen mit europäischen Mächten unterwarfen die Truppen Meneliks II. Die Oromo, zerstörten ihr traditionelles Gada-System und gliederten ihr Land in das äthiopische Reich ein. Diese Periode markierte den Beginn einer langen und schmerzhaften Ära der Kolonialisierung für das Volk der Oromo, die durch den Verlust seiner Souveränität, die Kolonialisierung seiner Nation, Landenteignung, erzwungene Assimilation und die Unterdrückung seiner kulturellen Identität gekennzeichnet war. Die Oromo wurden der Leibeigenschaft, Zwangsarbeit, der Verweigerung des Gebrauchs ihrer Sprache und einer Politik der kulturellen Assimilation unterworfen. Widerstandsfähigkeit und Trotz der Oromo. Trotz dieser repressiven Maßnahmen akzeptierten die Oromo ihre Unterwerfung nicht passiv. Von Ende des 19. Jahrhunderts bis in die frühen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts stellten zahlreiche Aufstände und Rebellionen der Oromo die Autorität des Äthiopischen Reiches in Frage. Diese Widerstandsakte waren Ausdruck des ungebrochenen Geistes der Oromo und ihres unerschütterlichen Engagements für die Bewahrung ihrer Identität, ihrer Kultur und ihrer Autonomie.
Einer der bemerkenswertesten Aufstände war der Bail-Aufstand, der in den 1960er Jahren ausbrach. Die Bail Oromo, angeführt von General Waku Gutu, leisteten einen gewaltigen bewaffneten Widerstand gegen die kaiserliche Regierung von Haile Selassie. Der Aufstand wurde durch Missstände wie Landenteignung, wirtschaftliche Ausbeutung und kulturelle Unterdrückung angeheizt. Obwohl der Aufstand letztlich niedergeschlagen wurde, wurde er zu einem Symbol für den Widerstandswillen und den Trotz der Oromo. Weitere bedeutende Widerstandsbewegungen sind die Rebellion der Arsi Oromo im frühen 20. Jahrhundert und die anhaltenden Kämpfe in den Regionen Harar und Wollega. Diese Aufstände, die oft brutal niedergeschlagen wurden, zeigten das unablässige Streben der Oromo nach Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. Sie legten den Grundstein für zukünftige Generationen, den Kampf gegen die Unterdrückung fortzusetzen. Das Vermächtnis dieser frühen Widerstandsbewegungen ist ein Beweis für den unbeugsamen Willen der Oromo und ihren anhaltenden Kampf für Freiheit. Diese historischen Akte des Widerstands erinnern uns eindringlich an die Opfer, die unzählige Oromo gebracht haben, um ihr Land, ihre Kultur und ihre Rechte gegen ein repressives Regime zu schützen. Die Geschichte des Widerstands der Oromo ist nicht nur eine Geschichte von Konflikten, sondern auch eine Geschichte von Widerstandsfähigkeit, Einheit und einem unnachgiebigen Streben nach Gerechtigkeit. Sie ist ein entscheidendes Kapitel in der umfassenderen Geschichte des Volkes der Oromo und seinem fortwährenden Kampf um Selbstbestimmung. Frühe Attentate. Die Unterwerfung des Oromo-Volkes unter Menelik II. Wurde mit Widerstand begegnet. Oromo-Anführer und Gemeinschaften erhoben sich gegen das äthiopische Kaiserreich und verteidigten ihr Land, ihre Traditionen und ihr Recht auf Selbstbestimmung. Diese Widerstandshandlungen wurden jedoch rücksichtslos niedergeschlagen und abweichende Meinungen wurden mit brutalen Repressalien beantwortet. Während dieser Zeit wurden zahlreiche Anführer der Oromo Opfer von Attentaten, um potenzielle Bedrohungen für die Autorität des jungen äthiopischen Reiches auszuschalten. Politische Morde sind ein düsteres Merkmal der äthiopischen Geschichte, insbesondere gegen das Volk der Oromo. Diese gezielten Tötungen sind eine systematische Strategie, um die Opposition zu zerschlagen und die Macht zu erhalten. Durch die Beseitigung einflussreicher Anführer zielte die äthiopische Regierung darauf ab, die Bewegungen der Oromo für Selbstbestimmung und Menschenrechte zu zerschlagen. Diese frühen Attentate, die oft verdeckt oder unter dem Deckmantel der Aufrechterhaltung der Ordnung durchgeführt wurden, waren eine abschreckende Botschaft an das Volk der Oromo. Jeder Widerstand gegen den äthiopischen Staat würde mit schneller und tödlicher Gewalt beantwortet werden. Diese Attentate schaffen ein Klima der Angst und Schrecken von offenem Widerstand oder der Infragestellung der Kolonialherrschaft ab. Die Botschaft ist klar: Opposition gegen die Kolonialherrschaft und die Infragestellung des Regimes können tödlich sein. Diese Taktik hatte verheerende Auswirkungen auf die Oromo-Nation, raubte ihr die Anführer und setzte einen Kreislauf der Gewalt und Unterdrückung fort. Staatsterror. Während des gesamten 20. Jahrhunderts wurden Anführer der Oromo gezielt ermordet, um andere potenzielle Anführer einzuschüchtern. Zum Beispiel wurde Haile Mariam Gamada, ein prominenter Intellektueller und Anwalt, von äthiopischen Regierungstruppen ermordet, weil er sich für die Rechte der Oromo einsetzte und an nationalistischen Aktivitäten beteiligt war. Ein weiterer prominenter Oromo-Intellektueller, Mamo Mezemir, wurde nach seiner Verurteilung aufgrund falscher Anschuldigungen gezielt ermordet und schließlich durch den Strang hingerichtet. Sein wahres Verbrechen war, dass er einen Entwurf der Geschichte der Oromo verfasste, sich für die Rechte der Oromo einsetzte und eine organisatorische Verbindung zwischen der Machatulama-Vereinigung und dem bewaffneten Kampf der Bal'e-Oromo herstellte. Mit dem wachsenden Nationalismus der Oromo wuchs auch die Entschlossenheit des Staates, diesen zu zerschlagen. Anführer, die es wagten, ihre Stimme gegen die Unterdrückung zu erheben, wurden zum Schweigen gebracht. Diese frühen Morde zeigten die Bereitschaft des äthiopischen Staates, Gewalt gegen das Volk der Oromo anzuwenden. Sie dienten aber auch als ein Aufruf zum Widerstand für das Volk der Oromo und stärkten seine Entschlossenheit, für seine Rechte zu kämpfen.
Vom bewaffneten Kampf bis hin zu friedlichen Protesten, der Kampf des Oromo-Volkes für Gerechtigkeit ist unerschütterlich. Staatsterror und der Kampf der Oromo. Der Sturz von Kaiser Haile Selassie im Jahr 1974 und der anschließende Aufstieg der Derg, einer marxistisch-leninistischen Militärjunta, haben wenig zur Linderung des Leids des Oromo-Volkes beigetragen. Die Derg, angeführt von Mengistu Haile Mariam, entfesselte eine als roter Terror bekannte Schreckensherrschaft, die sich gegen politische Gegner, ethnische Gruppen und jeden richtete, der als Bedrohung ihrer Autorität wahrgenommen wurde. Das Oromo-Volk, das bereits marginalisiert und unterdrückt war, trug die Hauptlast der Brutalität der Derg. Das Derg-Regime betrachtete die 1973 gegründete Oromo-Befreiungsfront, OLF, als eine bedeutende Bedrohung seiner Herrschaft. Die OLF setzte sich für die Selbstbestimmung des Oromo-Volkes ein und strebte nach größerer Autonomie und einem Ende ihrer Marginalisierung. Die Derg reagierte mit rücksichtsloser Gewalt und ging gegen mutmaßliche OLF-Mitglieder und Sympathisanten vor, was zu weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen führte, darunter außergerichtliche Tötungen, Folter und Verschwindenlassen. Zum Beispiel wurde Reverend Gudina Tumsa, ein einflussreicher Religionsführer und ein ausgesprochener Kritiker der Politik des Derg-Regimes, gegenüber den Oromo und anderen marginalisierten Gruppen 1979 entführt und ermordet. Der bekannte Oromo-Intellektuelle Haile Fider wurde verhaftet, schwer gefoltert und schließlich im selben Jahr vom Derg-Regime hingerichtet. Nach 1991, neue Regierung, alte Taktiken. Der Fall des Derg-Regimes im Jahr 1991 brachte Hoffnung auf ein demokratischeres Äthiopien. Die EPRDF, angeführt von Meles Zenawi, versprach Frieden, Stabilität und die Achtung der Menschenrechte. Für das Volk der Oromo erwiesen sich diese Versprechungen jedoch als leer. Unter der Herrschaft der EPRDF erlebte Äthiopien ein rasantes Wirtschaftswachstum und eine rasante Entwicklung. Dieser Fortschritt hatte jedoch seinen Preis, insbesondere für die Oromo. Das Entwicklungsmodell der EPRDF beinhaltete oft Landraub, Vertreibung und Umweltzerstörung, was sich unverhältnismäßig stark auf die Oromo-Gemeinschaften auswirkte. Diejenigen, die es wagten, sich gegen diese Ungerechtigkeiten auszusprechen, wurden eingeschüchtert, schikaniert, willkürlich verhaftet und sogar verschleppt. Das EPRDF-Regime nutzte seinen Sicherheitsapparat geschickt, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen und die Kontrolle zu behalten. Das Regime bediente sich eines riesigen Netzes von Informanten, Sicherheitskräften und drakonischen Gesetzen, wie der Antiterrorverordnung von 2009, um jede Form von Opposition zu unterdrücken. Dieses Gesetz, das weit gefasst und willkürlich angewandt wurde, erlaubte es der Regierung, friedliche Aktivisten, Journalisten und politische Gegner als Terroristen abzustempeln und so ihre Inhaftierung, Folterung und zum Schweigenbringen zu rechtfertigen. Viele prominente Oromo-Persönlichkeiten wurden ermordet. Die Ingenieure Mesfin Abebe Abdisa und Tesfahun Chemada wurden aus Kenia entführt und getötet. Dabaza Guiyu, ein prominenter Anführer der Oromo, wurde aus Nairobi, Kenia, entführt und unter mysteriösen Umständen ermordet. Diese Aktionen schufen ein Klima der Angst und Straflosigkeit, das von Widerspruch abhielt und einen Kreislauf der Gewalt aufrechterhielt. Die Regierung versuchte, ihre Dominanz und Kontrolle über das Oromo-Volk aufrechtzuerhalten, indem sie diejenigen zum Schweigen brachte, die die Beschwerden des Oromo-Volkes artikulieren, Unterstützung für ihre Sache mobilisieren oder die Macht der EPRDF herausfordern konnten. Zeitgenössische Morde. Der Kreislauf der Gewalt dreht sich weiter. Der Aufstieg von Abiy Ahmed an die Macht im Jahr 2018, der zunächst als neues Zeitalter für Äthiopien gefeiert wurde, brachte eine kurze Verschnaufpause von den schlimmsten Exzessen der EPRDF. Abiy ließ politische Gefangene frei und versprach Reformen. Diese Zeit des Optimismus war jedoch nur von kurzer Dauer. Abiys Regime heizte ethnische Spannungen an, die unter früheren Regimen unterdrückt wurden, um seine Politik des Teilens und Herrschens umzusetzen. Das Oromo-Volk
wurde brutal angegriffen und sah sich Gewalt und Verfolgung ausgesetzt. Gezielte Tötungen und politische Repressionen haben unter Premierminister Abiy Ahmed besonders zugenommen. Die Morde an Anführern und Aktivisten der Oromo gingen auch unter Abiys Herrschaft in rasantem Tempo weiter. In der gesamten freien Welt wurden erneut Bedenken hinsichtlich des mangelnden Engagements der Regierung für den Schutz der Menschenrechte und die Gewährleistung von Gerechtigkeit laut. Trotz der Reformversprechen ist das Oromo-Volk weiterhin von Gewalt und Unterdrückung bedroht. Derzeit wird geschätzt, dass mehr als 100.000 Oromo-Bürger aus allen Gesellschaftsschichten vom Abiy-Regime ohne ordentliches Gerichtsverfahren inhaftiert sind. Kore-Nagenya, Äthiopiens geheimes Todeskomitee. Das Kore-Nagenya ist eine umstrittene paramilitärische Gruppe, die angeblich auf Geheiß von Premierminister Abiy Ahmed unter der Leitung von Shimelis Abdiisa, dem Präsidenten des Bundesstaates Oromia, gegründet wurde. Weitere Mitglieder der Gruppe sind Fekadu Tessema, Araarsa Mardaasa, Awalu Abdi und andere, allesamt hochrangige Funktionäre der Regierungspartei Wohlstandspartei und des Regionalstaates Oromia. Die Gruppe ist ein Geheimkomitee, das außergerichtliche Tötungen und illegale Inhaftierungen angeordnet hat, um einen Aufstand im Keim zu ersticken. Das Kore-Nagenya entstand als Teil des umfassenderen politischen und Sicherheitsapparats unter der Regierung von Premierminister Abiy Ahmed. Obwohl die Gruppe angeblich zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Bekämpfung von Aufständischen gegründet wurde, wurden ihre Aktivitäten oft mit schweren Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht. Einer der ungeheuerlichsten Fälle, die Kore-Nagenya zugeschrieben werden, ist das Massaker von Karayu Abagadar. Im Dezember 2021 verübten Sicherheitskräfte, die vermutlich unter der Leitung von Kore-Nagenya standen, ein brutales Massaker im Bezirk Karayu in Oromia, das sich gegen die Abagadar, traditionelle Oromo-Führer und Gemeindemitglieder richtete. Der Angriff forderte zahlreiche Tote und Verletzte, und Überlebende berichten von erschütternden Szenen der Gewalt und des Terrors. Die gezielte Tötung traditioneller Führer wie der Abagadar wird als Versuch gewertet, die kulturellen und politischen Strukturen der Oromo zu untergraben. Kore-Nagenya ist ein bedeutender und beunruhigender Aspekt der gegenwärtigen politischen Dynamik in Äthiopien. Die Operationen der Gruppe haben weitreichende Folgen für die Stabilität der Region, die nationalen Beziehungen und das internationale Ansehen Äthiopiens. Aktivitäten, Operationen und bedeutende Attentate. Die Kore-Nagenya ist bekannt für ihre aggressive Taktik, darunter außergerichtliche Tötungen, Entführungen und Einschüchterung politischer Gegner. Laut einem detaillierten Bericht von Reuters entscheidet die Kore-Nagenya, dass eine Person festgenommen werden muss. Dann gehen sie hin und verhaften sie ohne Haftbefehl, Ermittlung oder ordentliches Verfahren. Die Kore-Nagenya schaltet nicht nur mutmaßliche Feinde aus, sondern handelt auch präventiv, um Demonstranten von den Straßen fernzuhalten. Diese Gruppe hat sich durch ihre gezielten Tötungen einen schlechten Ruf erworben, darunter die Ermordung der Karayu Abagadar-Führer, traditionelle Anführer der karayuanischen Oromo-Gemeinschaft. Die Morde schockierten die Nation und führten zu weit verbreiteter Verurteilung, doch das Regime bleibt trotzig und handelt ungestraft. Die Operationen der Kore-Nagenya sind typischerweise heimlich, was es schwierig macht, sie für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Es wird allgemein angenommen, dass sie an der Ermordung des bekannten Oromo-Sängers und Aktivisten Hachalu Hundessa im Jahr 2020 beteiligt waren. Hachalus Musik verlieh den Beschwerden und Hoffnungen der Oromo eine Stimme, was ihn zur Zielscheibe des Staates machte. Seine Ermordung löste im ganzen Land Proteste aus, die zu einem brutalen Vorgehen der Regierung führten. Die Kore-Nagenya steckte wahrscheinlich auch hinter der Ermordung des bekannten Oromo-Anwalts Abdul Jabbar Hussein im August 2021. Die Kore-Nagenya und die Republikanische Garde werden auch mit der grausamen und brutalen Ermordung von Bataye Urgassa
im April 2024 in Verbindung gebracht. Batai Urgassa war eine prominente Persönlichkeit der Oromo-Politik, ein Menschenrechtsaktivist und ein Mann des Friedens. Die Nachwirkungen und anhaltenden Auswirkungen. Die Aktionen der Kore-Nagenya haben tiefe Wunden in der Oromo-Gemeinschaft und der gesamten äthiopischen Gesellschaft hinterlassen. Die Brutalität und Straflosigkeit, die mit ihren Operationen einhergingen, haben eine Atmosphäre der allgegenwärtigen Angst und des Misstrauens geschaffen. Familien der Opfer leben in ständiger Angst, verfolgt von den Erinnerungen an ihre Lieben und der Ungewissheit über ihre eigene Sicherheit. Die psychologischen Folgen sind immens und die Gemeinden leiden unter weit verbreiteten Traumata und einem tiefen Gefühl der Ungerechtigkeit. Über die unmittelbaren Opfer hinaus haben die Aktionen der Kore-Nagenya einen Welleneffekt gehabt, der das soziale Gefüge der Oromo-Gesellschaft untergräbt. Traditionelle Strukturen und Führungspositionen wurden destabilisiert, was zu einem Verlust an kultureller Kontinuität und Zusammenhalt in der Gemeinschaft geführt hat. Die gezielte Tötung von Persönlichkeiten wie den Abba-Gada hat die Weitergabe von Wissen und Traditionen unterbrochen und eine kulturelle Leere geschaffen, die schwer zu füllen sein wird. Menschenrechtsverletzungen. Die anhaltende Gewalt der äthiopischen Regierung gegen das Volk der Oromo, einschließlich der Ermordung von Oromo-Führungspersönlichkeiten und Aktivisten, hat weltweite Verurteilung durch internationale Menschenrechtsorganisationen und Regierungen hervorgerufen. Die Vereinten Nationen, Amnesty International und Human Rights Watch haben umfangreiche Beweise für diese gezielten Tötungen dokumentiert und fordern unabhängige Untersuchungen und Rechenschaftspflicht. Trotz dieser Bedenken und wiederholter Forderungen nach Zurückhaltung hat die äthiopische Regierung diese Kritik oft als Einmischung von außen oder als Versuche zur Destabilisierung des Landes abgetan. Dieser Mangel an Rechenschaftspflicht hat die Täter nur ermutigt und den Kreislauf der Gewalt aufrechterhalten. Die internationale Gemeinschaft muss die äthiopische Regierung weiterhin unter Druck setzen, die Unterdrückung des Oromo-Volkes zu beenden, die Gerechtigkeit für die Opfer zu gewährleisten und unabhängige Untersuchungen der verschiedenen Verbrechen gegen das Oromo-Volk zuzulassen. Gegenwärtige und frühere äthiopische Regime werden verdächtigt, in Oromia Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Verbrechen der Aggression begangen zu haben. Der Kampf der Oromo um Freiheit. Trotz jahrzehntelanger Unterdrückung hat das Volk der Oromo in seinem Kampf für Freiheit bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit bewiesen. Ihre Forderungen haben sich von dem Wunsch nach größerer Autonomie innerhalb eines föderalen Äthiopiens zu dem Streben nach vollständiger Unabhängigkeit entwickelt. Die Methoden des Widerstands haben sich diversifiziert und umfassen friedliche Proteste, zivilen Ungehorsam und bewaffneten Kampf. Graswurzelbewegungen und Gemeindeorganisationen innerhalb Oromias setzen sich unermüdlich für Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht ein, organisieren Proteste und dokumentieren Missbräuche. Die Oromo-Diaspora spielt eine entscheidende Rolle, indem sie ihre Positionen im Ausland nutzt, um internationale Unterstützung zu mobilisieren, das Bewusstsein zu schärfen und die Darstellung der äthiopischen Regierung durch soziale Medien, Advocacy-Kampagnen und Lobbyarbeit herauszufordern. Internationale Menschenrechtsorganisationen, darunter die Vereinten Nationen, Amnesty International und Human Rights Watch, haben umfangreiche Missbräuche dokumentiert und unabhängige Untersuchungen und Rechenschaftspflicht gefordert. Das Bedürfnis der Oromo-Gemeinschaft nach Gerechtigkeit geht über Vergeltung hinaus und zielt darauf ab, die Würde wiederherzustellen, das kulturelle Erbe zu bewahren und eine Zukunft aufzubauen, in der alle frei von Angst leben können. Ihre Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit, Gerechtigkeit zu suchen, dienen als Leuchtfeuer der Hoffnung inmitten von Widrigkeiten. Der Kampf geht weiter, angetrieben vom unerschütterlichen Geist des Oromo-Volkes. Ihr Kampf für Freiheit ist ein Beweis für ihre anhaltende Stärke und ihr Engagement für ihre Rechte und ihre Identität. Die Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft ist nach wie vor entscheidend, um sicherzustellen, dass das Streben des Oromo-Volkes nach Gerechtigkeit und Freiheit anerkannt und respektiert wird
und um die umfassenderen Auswirkungen auf die Menschenrechte und die regionale Stabilität hervorzuheben. Niemand ist frei, bis wir alle frei sind. Die staatlich unterstützten Morde an Oromo-Führern stellen ein tragisches und anhaltendes Muster der Gewalt dar. Diese gezielten Tötungen haben verheerende Folgen für das Oromo-Volk. Die Auseinandersetzung mit diesem Erbe erfordert einen umfassenden Ansatz. Die äthiopische Regierung muss sich den Gräueltaten der Vergangenheit stellen und einen ernsthaften Dialog führen. Der internationalen Gemeinschaft kommt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung dieser Bemühungen zu. Der Weg zum Frieden erfordert die Konfrontation mit dem Erbe der Gewalt und die Gewährleistung von Gerechtigkeit. Niemand ist frei, solange nicht alle frei sind. Vielen Dank, dass Sie staatlich geförderte Morde in Äthiopien, die Erfahrung der Oromo, gesehen haben. Dieses Video wurde von Birmadu Media produziert und präsentiert. Besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden und Unterstützern. Abonnieren, folgen, beitreten und liken Sie uns auf unseren verschiedenen sozialen Plattformen.